Am 1. September 1939. Die ganze Nacht habe ich Maschinen geschrieben. Es ist mir halt nicht anders übrig geblieben. Ich hatte im Bett ja doch kein Auge zugetan, weil die Nerven gespürt haben, es wird Entsetzliches kommen in nächster Zeit. Da rasselt das Telefon. Es ist mir, sage ich, ein besonders schriller Ton. Schlägt 7. Was ist das Erste, was da kommt? Wer kann das sein in dieser Morgenstunde? Da weckt man die Frau und das Kind mit aller Gewalt. Ja, nu, was soll man machen? Lost man halt. Mein Bruder ist, das sagt man kurz und knapp, soll ich. Ich möchte nur sagen, ich muss ab in den Dienst. Ich muss nur noch geschwind das Nötigste holen. Sie bombardieren seit dem 6. Polen mit 1000 Fliegern. Warschau liegt in Trümmer. Da kommt meine Frau. Ein traumverlorener Schimmer liegt auf dem Lebengesicht, wo stiller gehetzt aufs Buschi schaut im Arm. Ich stand entsetzt und zittere wie einer, der Tremens hat. Frau merkt's, ich seh's. Sie schaut mich angstvoll an und stammelt nur, ums Himmels Willen mal, was hast? Bist krank? Hast Fieber? Gang ins Bett. Ich koch dir Tee. Soll ich den Doktor holen? Wie sag ich erst? Ich stand das wie auf Kohle und wo ich sag, kommt mir meine eigene Stimme so unnatürlich vor. Ich kenn sie nicht mehr. Ich höre nur, als ich sage, oh Kind, es ist Krieg. Schon seit dem 6. bombardiert man Städte, wo es auch so Mütter und Kinder hat. Wie wird es auch denen sein, als Gotterbaum? Und du darfst da stehen, unser Glickenmann. Jetzt wird sie weiss, vermutlich so wie ich, und stammelt, Jesus. Wie wird es denen sein, die armen Frauen und die ärmsten Geschöpfli? Mit ihren Tränen isst sie das Kinderköpfli, wo arglos schläft, an ihrer Achsel lernt. Ich kann ihm schwätzen. Schlimmst bleibt unerwähnt. Ich kann eine Frau in den Arm nehmen, die lähmig weicht. Jetzt geht's, habe ich im Garten Schlaf verschicht. Und jetzt schlägt das Teigli auf und lacht es an. Streckt die Ärmel aus, sagt Ba und nochmal Ba. Erschüttert drückt's meine Frau ans Mörderherz. Sie spürt der namenlose Mütter Schmerz bei 100.000 in einem fernen Land. Verstohlen drückt die schmale Hand und weiss, ich lese in ihrem dunklen Blick. Wer Krieg macht, der weiss nicht von Kinderglück. Der hilft Millionen Seelen auf sie eine und spürt sie doch nicht, denn er hätte keine. Sei tapfer, sage ich, und sie sagt mir still, gang schlaf. Es ist Zeit, wo er erst shoppen will.